Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Mana. Pelzig. Du hast mich jetzt rausgeworfen. Ich mag jetzt mal ganz kurz gucken, wie es hier aussieht. Ob man hier noch eventuell weiterkommen beim Schneedrache oder ob das nur, jawohl, nur eine Sackgasse war. Okay, wunderbar. Dann geht's jetzt zurück zum Schrein. Oh nein, keine Rätselaura. Oh nee. Na gut. Dann mache ich das jetzt auch so lange, bis die Rätselaura vorbei ist. Weil das ist immer... Ah ja, okay, gut. Ist nämlich immer etwas nervig, wenn man verwirrt ist. Der verwirrte Zustand kann schon etwas ätzend sein. Krähenfuß ist erledigt und du Platzdach. Ja, denn dämliche Kinos mag ich auch noch fertig haben. Ich finde es immer noch echt so dermaßen heftig, dass bei dem Sea, wo wir waren in der Höhle, dass da schon ein Eiermann mit Kinos als Gegner rauskam, wo wir bei weitem noch nicht über das Equipment von jetzt verfügten. Also es ist schon ziemlich heftig, muss ich sagen. Jawohl, haben wir schon gemacht, aber es ist nett, dass es nochmal gefragt wird, ob ich speichern mag. Jetzt kommen wir aus dem etwas eisigeren Gebiet mal raus. Und ich bin gespannt, was noch so alles kommt hier. Weil, wie gesagt, ich habe es schon etwas länger nämlich gespielt. Und es ist bei weitem nicht mehr alles auf dem Schirm, wie es so abläuft im Spiel. Muss ich echt dazu sagen. Moment. Ah, nee, jetzt bin ich nämlich verwirrt. Okay. Hält zum Glück nicht allzu lang diese Verwirrung. Aber ja, wie gesagt, es ist auch schon etwas länger her, dass ich Secret of Mana 1 gespielt habe. Der erste von der Reihe hieß jo... Oh, dankeschön. Hieß jo Mystic Quest. Das war der erste sozusagen. Seiken Densetsu 1. Dann kam hier Secret of Mana Seiken Densetsu 2 raus. Und dann kam dann noch Seiken Densetsu 3. Beziehungsweise, ja, genau, Seiken Densetsu 3. Oh, den habe ich aber gerade ordentlich erledigt. Und das war dann in Europa unter Secret of Mana 2, wo es so rausgekommen ist. Oh, du blöder Sporenkopf. Mädels, ihr seid wieder soweit? Sehr schön. Da können wir lang gehen. Und hier ist noch eine berühmte Höhle. Gucken wir doch mal in die berühmte Höhle rein. Oh, da geht's aber irgendwo tief runter. Deswegen gucke ich jetzt lieber nochmal draußen im Gebüsch, was da so war. Ja komm, die können wir jetzt mal wieder ignorieren, die Geselle. Und wo bringt es uns dann hier? Okay, das ist einfach nur so irgend so ein Seiteraum, könnte man sagen. So Seitegebiet. Na gut. Dann erstmal auf der Spori McEkel. Helgas Waffenlevel ist gestiegen. Boomerang erreicht Level 7. Sehr schön. Helga, das machen wir doch gleich mal. Und mit Kleidung, da haben wir derzeit wirklich was richtig Gutes. Von daher brauche ich keine Kleidung im Kampfwechsler. Aber wir machen mal Level 7. Also allmählich kommen wir dem Ende entgegen. Heinzens Waffenlevel ist 8 gestiegen und Eiermann ist erledigt. Und das Schwert erreicht jetzt auch Level 7. Schön. Schön, schön, schön. Das probieren wir auch mal gleich aus. Fehlt eigentlich nur noch, dass die Klaue bald auf Level 7 ist. So, wie sieht ein Level 7 hier aus? Okay, sie rollt sich nach vorne und ja, hat Spaß. Oh, jetzt ist aber auch kurz vor Tod. Ich probiere es mal. Achtung. Uiuiuiui. Okay, das hakt auch nicht schlecht rein. Gretel, sei mal so gut. Und gib uns mal alle ein bisschen Frost da. Das können wir bestimmt alle gerade gut gebrauchen. So. Okay, komm. Mit Denner müssen wir jetzt auch nicht unbedingt weiterspielen. Und da werde ich ganz gern in die Höhle. Mit dem wunderschönen Gespensterlager. Ich hoffe, das hat nicht allzu brutale Zauber parat. Und zack. Und noch einmal auf die Schniss.
Die Kröte halten zum Glück nicht allzu viel aus. Uppala. Und bei denen kann man richtig gut Schade machen. Das ist schon nicht schlecht. Zack. Und... Verfaul endlich. Oh, dass die noch auch immer sofort ihre Waffeaufladungen abbrechen, ist schon etwas ätzend. Genau, da ist nämlich dann noch einer und dafür kann man es dann auch verwenden. Hier wird mal nichts verschwendet, würde ich sagen. Uiuiui, da habe ich aber ordentlich was angerichtet an Schade. Und zack. Also die Stufe 6er ist meistens immer nur im Kreis wirbeln bei der Waffe. Das ist schon nicht schlecht. Uiuiui. Und nochmal erwischt. Und Level 7. Ah ja, der hat auch getroffen. Sehr schön. Platz endlich, du dummer Kinos. Geht doch. Und du ist der Übeltäter des Ganzen. Der violette Eiermann. Also so gesund sind die Eier auch nicht, wenn sie violett sind. Egal was das für Eier sind. Sage ich jetzt mal gleich im Vorfeld. Na egal, komm, da hängen wir jetzt schon ewig dran. Die Schlammbombe können wir so auch noch skippen. Oh, was ist denn das Schickes? Was bist denn du für einer? Moment. Sonnenküken heißt es, glaube ich, wenn ich mich nicht wirklich irre. Ja genau, Sonnenküken. Das dürfte gegen Froster fällig sein. Und genau, anfällig für Froster. Dann Helga, lass es schneien, würde ich sagen. Froster muss sowieso noch hochgelevelt werden. Level 1 ist doch bestimmt jetzt nicht allzu effektiv. Ja, dachte ich mal. Aber egal, dann nutzen wir das doch einfach mal zum Aufleveln von Froster. Ach, wenn das nur Ends abzieht. Aber so können wir auf jeden Fall mal wirklich echt ein bisschen trainieren. Und eventuell kriegen wir es auch auf Level 2, wo es dann auch wirklich mal Schade macht. Und ich meine, die 2 MP, die sind jetzt auch nicht gerade so besonders brutal. Die kann man mal ausgeben. Als weiter drauf. Wir können ja auch schön weiter hier die Schade stapeln, dass wir zum Schluss dann vielleicht 3 kühle Schade machen können. Und weiter drauf. Also ja, 3 kühle Schaden hat es jetzt gemacht. Aber man muss echt dazu sagen, zum Leveln ist es wirklich nicht verkehrt dann. Oh, irgendwas habe ich abgekriegt, aber ich bin ausgewichen. So, Schallwelle oder sowas war das jetzt. Noch einmal, als drauf auf Sonnenküken. Jawohl, Helgas Zauberlevel ist gestiegen. Froster erreicht Level 2. Mal gucken, was das jetzt bringt. Wahrscheinlich nicht allzu viel. Und ach, wieder ausgewichen. Ah doch, man merkt schon einen Unterschied zwischen Ends und 84. Also da ist auf jeden Fall ein gewaltiger Unterschied. Oder macht das nach wie vor Endschade? Nee, das macht wirklich ein bisschen mehr Schade. Komm her, du hüpfendes Küken. So. Die sind immer unglaublich schwierig zu treffen, die Biester, finde ich. Als weiter drauf. Jetzt macht es aber wenigstens schade, was ich da mache. Und als weiter drauf. Wie, was macht es dann da mit seiner Frisur? Steile Iro kriegt. Warte mal. Genau, machen wir so. Die Walnuss noch drauf. Lavawelle Level 7. Ja, oder Level 6. Ich weiß es gar nicht, wie viel es war. Und Flammengas Level 7. Na gut, bei der Helga macht das nicht so viel Schade, wie es aussieht. Und nimmt das. Na toll, voll daneben gehabt. Also... Ah, ich weiß nicht, bei deinen Küke, die sind immer unglaublich schwierig zu treffen, die Biester. Noch einmal. Aber es macht wenigstens schade, was man da macht.
viel, viel Glück, was ich aber eher nicht glaube, kommen wir vielleicht sogar noch auf Level 3 mit der Frostwelle. Schauen wir mal. Wenn man doch schnell genug schaltet, das ist das, was wir früher immer gemacht haben. Immer sobald der Zauber kommt, immer sofort der nächste machen, bevor dann Schade angezeigt wird. Dann stapelt sich der Schade für gewöhnlich. Achtung! Jawohl, jetzt haben wir 400 Schlag mich tot Schaden gemacht. Und als weiter, weil... Ja, noch einmal. So, jetzt hat... Die mir hier sowas machen. Und perfekt. Frostwelle ist jetzt... Oder Froster ist Level 3. Ja, je länger... Genau, Level 3. Je länger mir sowas machen, desto weniger kann das Vieh auch machen. Das heißt, wir lenken das auch so schön noch ab. Jetzt will ich aber mal gucken, wie viel das so macht an Schaden. Ui, jetzt macht das schon deutlich Schade. Eigentlich schon das Doppelte. Ne, da können wir jetzt nichts mehr machen. Und so. Bevor es jetzt ganz weghupst. Und noch einmal hinterher. Na schon. So allmählich machen wir doch wirklich Schade mit unserer Patrone. Sehr schön. Meine Fresse. Aber immerhin können wir den Baum auch nutzen, um hier nochmal unser Zauber aufzuleveln, was ich eigentlich auch so ganz praktisch finde. Weil so denke ich nicht wirklich mal dran, wieder was zu leveln. Aber ja, wir können ja auch immer dann noch weiter. Und weiter geht's. Können ja dann auch immer noch von den Gegnern die MP abzwacker. Speerorb erhalten. Ja, den benutzen wir auch so häufig. Helga erreicht dazu noch Level 55, genauso wie die Gretel und der Ackermanns Heinz. Perfekt. Können wir hier auch weitergehen. Also, komm schon. Auf der Treppe hängen geblieben. Das ist schon etwas arg peinlich. Und... Ich finde es aber immer besser, wenn die NSCs die Verwirrung abkriegen, weil ich persönlich mag das überhaupt nicht so gern. Bei der NSCs ist halt die Einschränkung dann, dass die Mimi aufladen können in der Zeit. Und die Zauber machen uns eigentlich auch einen Scheißdreck mehr aus, wenn wir die abkriegen. Ich muss sagen, insofern haben wir echt gut die Zauberabwehr entwickelt im Laufe der Level. Und ein bisschen mehr Schade machen wir jetzt auch wieder durch das Level, das wir aufgestiegen sind. Also nicht schlecht, wenn die Zauber hier auch so mir nichts, dir nichts durchgehen. Und der ist gerade eben in seinen eigenen Tod gerannt. Der Dappers. Der nächste Schrein. Besiegen der Drache links im Wald, ums Tor zu passieren. Der Spielstand speichern? Warum wurde ich das noch nie in irgendeiner Ruine gefragt? So, jetzt gehen wir nochmal durch hier. Gucken, was hier jetzt kommen könnte. Noch ein Drache. Oh, das ist wohl auch ziemlich eindeutig, was das für ein lieber Drache ist. Aber wir gucken mal trotzdem noch der Lavadrache. Ja, das wird wohl ziemlich eindeutig sein, was wir hier zu machen haben. Und stapeln mal die beiden mal. Ja, das macht schon gut Schade, würde ich sagen. So, als weiter drauf. Und wieder weiter. Ich denke, 3 Muck stapelt dürfte auch ausreichen. Achtung. Ja, 684 viermal stapeln wäre möglich, weil mehr Stapelschaden als 999, den kriegen wir halt nicht hier. Deswegen mache ich jetzt 4-mal den Stapler. Staplerfahrer Helga. Und noch einmal. So, das dürfte dann ausreichen. Dann dürften wir bei 999 Schade oder so sein. Ah, fast. Aber trotzdem, der 4. wäre wahrscheinlich zu heftig gewesen. Dann wäre das über 999 Schade gewesen. Und dann mache ich das lieber so anschließend wieder. Statt jetzt hier auf so hoch zu machen, dass wir 100 Schade oder so vergeuden. Das muss ja nicht sein. Okay. Immer noch Frostwelle drauf. Ja, das bringt schon was.
Jetzt muss ich warten, genau. Achtung, ich probiere mal was aus. Der Zaubersog, ob es irgendwas bringt bei dem Vieh. Nee, es zieht leider nur Ends ab. Na gut, dann leveln wir aber trotzdem noch mal ein bisschen unseren Zaubersog hoch, weil so können wir uns ja immerhin noch so bedienen, dass wir bei M bleiben. Und mehr als einer kostet das halt auch nicht. Zaubersog Level 2. Und gut, das hat was abgezogen. Als weiter Helga. Als weiter. Okay, nee, da müssen wir sowieso warten, bis der Ende wieder da ist. Der Ende Mana-Punkt. Hypno-Aura. Aber eventuell kriegen wir Lunatic ach so auf Level 3 gezischt. Was eigentlich auch nicht verkehrt wäre. So, noch einmal. Aber ich glaube, bei Endbosse kann man eh nicht so viel MP abzwacken. Naja, hat sich jetzt sowieso erledigt. Okay, perfekt. Also meine Fresse hier im Mana-Baum-Wald, beziehungsweise im Wald um den Mana-Baum im Nordkrater, da werden wir aber richtig mit viele Bosskämpfe belohnt, bestraft, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Und weiter geht's, das ist die Hauptsache. Klauenorb erhalten. Sehr schön. Hier ist auch wieder nur Sackgasse. Gerade mal gucken bei der Helga. Ja, die hat noch ein MP, um draußen nochmal Kreatur, um sein MP zu erleichtern. Du bietet sich doch der Klingelingeling. Hier kommt der Eiermann perfekt an. Und der hat auch nur Energieschild auf sich gemacht. So. Und ja, ein bisschen was hat sie schon abziehen können. 8er oder so, oder 9er waren es. Als wieder auf der Eiermann. Helga. Ich habe gesagt, MP-Entzug auf der Eiermann. Sehr schön. 17 hat es jetzt abgezwackt. Ja, da können wir allmählich doch richtig was rausholen hier. Und beim Sporenkopf lassen wir das erstmal sein, weil der hat das Zauberschild auf sich. Und dass ich irgend aus Versehen die Gretel abziehe. Noch einmal. Der Eiermann. Perfekt. Schutzaura Level 7 habe ich drin gefunden. Nee, Honig. Okay. Na gut, komm. Das bringt auch nichts mehr weiter. Aber jetzt können wir hier nochmal speichern, bevor wir tiefer in den Wald reingehen, Richtung Mana-Baum. Hallo Freunde, des Spielstands speichern? Aber klar doch, im Nebelvulkan hier. Sehr schön, dann sind wieder irgendwo die Spuklaker. Genau. Die erkennt man schon an ihrem illustre Geräusch. Und sehr schön. Wie viel es abzieht, habe ich jetzt leider nicht gesehen. Das ist eigentlich auch ein richtig linearer Aufbau hier im Nebelvulkan. Von daher, sein Ziel kann man schon nicht verpassen. Okay, so sind wir da. Und als weiter drauf. Moment, die Helga hat mittlerweile, genau, die hat wieder ihr 57 MP vollständig. Das ist optimal. Oh, das war jetzt aber ordentliche Trachtprügel. Und der Ackermann hat Level 56, so wie die Helga. Und die Gretel auch, oder was? Bestimmt. So. Und drauf. Und der Wetter. Und deiner Helga. Anna. Lederkinos. Schlammbombe Level 7 macht der nochmal hier, der Miesling. Hat sogar tatsächlich noch was abgezogen. Also ich glaube, das sind die einzigsten Gegner, die mittlerweile noch wirklich Schade bei uns machen können hier. Hopf. Als weiter, Kinas. Ach, hier ist es. So. So, weiter durch. Und da kommen wir auch wieder durch.
So. Uiuiuiui. Kommt daher und will mich hier ohnmächtig machen mit seiner ekligen Spore, der Widerling. Sporenkopf. So. Wieder geplatzt. Und dann kommen wir hier weiter. So. Heieiei. Immer tiefer in die dunkle Waldreihe. Das ist immer das Geschickteste, was man machen kann. Meine Fresse. Ja, auch zu zittern, du blöder Krähefuß. So. Warum auch immer der sich in Federn auflöst, aber ich will mir nichts gesagt haben. Und hopp, Helga. Pff. Episch daneben. Sehr schön, dann mache ich das halt. Autsch. Bisschen gekitzelt war er von der Kralle. Das Vieh, jetzt komm schon her. Knalldutt. Und hier ist nichts weiter. Nur ein Wasserfall, den wir wahrscheinlich wieder runterwatscheln könnten. Eine Truhe, die abhaut. Nee, so geht's nirgendwo weiter. Und die Truhe finde ich jetzt auch nicht mehr im Wald. Von links kommen wir ursprünglich. Mädels. Da runter können wir anscheinend nicht. Und können wir hoch. Rennt, ihr Narren, rennt! Och Mensch. Da will man doch einfach nur mal weggehen. Dann kommt gleich sowas wieder. Komm. Jetzt wird Zeit zum Spieler. Oh, der nächste Endboss wieder. Oh, wieder ein Mutant. Ist das jetzt der Erdmutant? Nee, der Donnermutant. Der wird aber wahrscheinlich gegen Rocky A fällig sein. Und, jawohl, für Rocky. Alles klar. Dann mach mal was, du reimender Zwerg. Elektrohauch. Schlammbombe Level 1, ja, das wird wahrscheinlich genau nix bringen. Na gut, dann warten wir halt, bis der sich wieder gefasst hat. Wird die Episode halt auch wieder ein bisschen länger, wenn wir den Bosskampf noch dazu nehmen. Und als weiter. Donnerklinge macht er jetzt, damit man heilen. Oder was? Schlammbombe hat jetzt Level 2 erreicht. 104 Schade macht's jetzt. Das ist gut. Dumm. Wir laufen ganz gemütlich durch die Gegend rum. Und komm schon. Ja, 104 Schade macht die Level 2 Schlammbombe mittlerweile. Und als weiter drauf. Damit wir bei dem Typ auch wieder Schade verursachen. Trö. Komm schon wieder. Du Blitzkugel-Freak. So ist er wieder. Okay. Und heiter weiter. Zack. Ein Blitzschlag Level 7. Na, da macht man nicht so viel wie gedacht. Dann könntest du aber einmal uns alle kurz heilen, während der jetzt wieder so in der Luft rumzuppelt. Sehr schön. Weiter geht's im Kampf. Ich glaube, wir haben auch bald alle Elemente durch, so ziemlich. Oh, wir hatten schon Schnee, wir hatten schon Blut, 2 Mol sogar. Wir hatten jetzt noch Donner, wir hatten diverse Drache dabei. Also, hier geht's echt ab wie noch was. Mist, so trifft's anscheinend nicht. Ich hasse es, wenn diese Mutanten sich in diesen Nebel auflösen, weil er bringt ja effektiv eigentlich nichts wirklich. Ui, das war ein guter Schlag. Schöner Crit. So, verwirrt bin ich auch noch. Gucken wir mal, wie lang. Ja, jetzt nicht. So schnell geht es als. Komm schon. Hallöler. Und Helga wieder drauf. Uah, scheiße. Das war aber eben schon ein richtig heftiger Schlag.
Kennst du mal so gut sei und Ackermann heiler? Dankeschön. Boah, Kraftwasser ist in dem Fall der Riesling-Schorler. Und so geht's weiter. So. Weiter Schlammpaket für unseren Donnermutant. Ja gut, den Blitzschlag kann er weitermachen. Der ist mir eigentlich echt egal. Weil der zieht nicht wirklich was ab. Elektrohauch, der kann was abziehen. Ja, der hat sogar richtig übel abgezogen. Deswegen heil dich mal selber grad. Gott. Er ist wieder formlos. Und komm schon her, du Mistvieh. So ist er wieder. So. Zack, zack. Und Mist, okay, jetzt kann ich nicht mehr angreifen. Zumindest nicht so lange, wie ich eine Donnerklinge habe. Als weiter stapeln. Und stapeln ist hier, glaube ich, nicht, weil es einfach zu viel ist. So. Also, weil der Zauber zu kurz ist. So rum. Ewe, immer wieder Level 3. Sehr schön. Jetzt einmal noch. Und ich hoffe, der bringt jetzt noch was. Huiuiuiui. Okay. Mist, das war's mit ihr. Sie muss sich selber heilen und ich musste Helga noch eine Walnuss geben. Komm schon her, du Mistkerl. Und da ist er wieder. So. Noch echt gescheit die Schlammbomb. Und das müsste aber hoffentlich jetzt gewesen sein. Nee, also nicht. Du Mistkerl. Okay, noch einmal. Aber ich glaube, die Donnerklinge habe ich noch. Ich traue mich erst noch nicht wieder zuzuschlagen. Okay, wieder drauf und Wetter. Boah, scheiße. Die müssen wir jetzt wieder beleben. Aber wir können noch einen Rocky hinterherjagen. Jetzt können wir die wieder beleben. Mann, 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 also der Elektrohauch war jetzt echt eine Nummer zu hart. So, komm schon. So ist er wieder. Und ein Rocky. Gewitter erleiht. Der hält aber auch was aus, der Scheißkerl. So, nochmal auf die Helga drauf. Also der ist ziemlich zäh, muss ich sagen, der scheiß Donnermutant hier. Komm schon her, du Mistkerl. Und Helga machen endlich Platz, den Scheißer. Hoffentlich. Als noch nicht. Ja, diese ganz normale Elektra-Zauber sind wirklich Pillepalle. Und scheiß doch ins Kanonenrohr. Das Nervtötendste ist halt, dass der Kerl immer sich so lang versteckt. Deswegen geht der Kampf auch leider kaum voran. Und gerade jetzt, wo unser Schlammbomber auch mal richtig schade macht. So, weiter. Boah, Mann. Und dann verpisst er sich ja auch wieder. Das ist, nervtötend. Nochmal eine Riesling-Schorle für mich. Dankeschön. Jetzt warten wir nochmal, bis der Hansel sich manifestiert. Ich hoffe jetzt, dass es nämlich lang dauert. Gut. Und. Na also. Willkommen in der Donnerkuppel. Meine Fresse. So, dafür habt ihr heute dann die 30-Minuten-Episode. Meine Fresse, das war echt ein Fight hier.
Und weiter geht's. Schwertorb erhalten. Perfekt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann Richtung Mana-Baum. Iron Yankee.